Das was noch Tiden. Du interessierst dich für das, was Frau so gebührt ist, dann bist du hier wie uns Videopodcast und platt genau richtig. Wir will ja einen Teilen heilbühl uns Kinder und Jungszeit im BIM und BIM Gas vertellen und wiesen. Wie? Das sind? Ich bin Tadeusz Specker, moin miteinander. Geboren in Leer und aufgewachsen und BIM Gas. Ja moin, ich bin Manfred Bertus, geboren und aufgewachsen und BIM Gas. Moin, ich bin Paul Meyer, geboren und aufgewachsen in Bim. Hier seid ihr natürlich was, das ist Achterien in das Lütjehuske und das ist mir halt noch Schwienerroad, oder? Ja, das ist von Schwiener. Das ist ein, Ja, das ist ein Schwiener. ja, euer Kinder. Da kann der Schwienen oder auch Twier. Und der Schwien wussten dann perpelt und hochdrucken und irgendwann war es ja so weit. Ja, das ist total so gut, als wenn die Schwienfrauen da eine benügte Frau haben. Ja, also. Aber die ist noch ein bisschen Leute, die hat noch nicht so Bribbens. Von Rope. Ich weiß noch Frauen auf Koldam, da sehen sie immer, die haben immer so, nicht dass sie einen Wettbewerb haben, die haben dann Schwein und da ging immer darum, wer den meisten Speck hat. Den sie dann richtig dick führen und die haben manchmal Speck obribbens, da war 5, 6 Zentimeter dick, da war bloß schier Speck. Ja. Ja, loop mit Roff für euch. Ja. Und dann kam ja der Schlachter. Ja, irgendwann kam die Schlachter. Ja. Ne? Der mochte Schwein nicht liegen, ne? Nee. Wir haben ja der Husschlachters, kennen wir noch. Ja, genau. Husschlachter war Biethus und in Hus ja Schlachtwurst. Ich bin ja halt früher mit Filmerei angefangen und von uns letzte Husschlachten. Da habe ich einen Film, der liegt ja dann nur erst im Wiesen. Ja, da habe ich nu ja sein in der Film, wo so ein Husschlachter der aufläuft, wie später ein bisschen, da ich zu der Zeit nicht keine Aufnahmen gemacht habe von der Wurstmockerei. Ja, Ja. von Binnen. Von binnen. Das hätte aber Ja. auch daran liegen, weil ich da arbeiten muss und die Frau, der von der andere Firma das gemacht haben. Ja. Ja. Da fehlt das, aber Mhm. wir sind ja, das muss ein Heilbild von der Wagen, wo es ja auch drückt. Ja. Und das, zu der Zeit konnte das noch in Hus gedrückt worden, weil das gab ja noch keine Heizung. Genau. Und das muss sozusagen, wie früher, muss das gedrückt worden. Und teilweise wurde das auch in Ruck, wurde das auch Ja. rückelt. Ja. Und da kam boven an Böhm. Ich Ja. kenne den Ausdruck noch, der heide boven Wien heide da. Und in den Wienboom an Böhm dann, da was ob diese Spielen, da kam der Mettwurst nur oder ja, was gab's da halt, Teewurst und was alles möglich, Schmeerwurst und was aber. Also- Und Speck und natürlich auch der Schien, kam da auch Und, her. und das geht, ja. Ja. Und die auch terugkomen, ne? Der Obdrückbaum konnte er auch noch haben, ja. auch noch, ja. Und der Heil rief, dann muss ja am besten wird Ostern verteilt werden. Ja. Weil man hat
kein Kölsch gab, Nee. nichts da. Und wenn er dann warme Wurst, dann bestand natürlich die Gefahr, dass er doch schlecht wurde. Ja, Ja, umschlau, ja. ne? Und umschlau. Ja, Ja. Dann muss das ja Ostern, was er dann weg. ja. Ja, dann haben ja die, wie wir sagen, die Schwingen, die lebt ja mit den Hus. Ja. Und man hat auch hier noch andere Herden, Herne und Knien und Ja. Zehen und was weiß ich nicht all. Ja. Also die Herden waren auch dann noch hey, die ich wie die Menschen, die in die Hus leben. Ich kenne das von Koldam, von den Großeltern, die haben den früher auch immer Kükens. Ja. Und das war schon für uns Kinder heil, was das Ja. Lütje der, Ja. Piepending, da war es ein Heil wunderbar. Und was natürlich ein heil groß wohlspülend, das war der Gemüse tun. Ja. Ja. Wir haben das ja auch gesehen, Absolut, wie ja. die Manfred, da auch die Ohren, da noch heil groß Gemüse tun haben, was bei uns auch so. Die Lebensmittel, die ja in den 50er, 60er Jahren ein Heilbühl kosten. Ja. Die Menschen mussten 25% von der Einkommen mussten sie für Eten und Trinken umgeben. Ja, 25%, das ist voll. Ja. 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 Und das ist für da auch nicht mehr so viel leben, ungefähr wie 7%. Ja, richtig. Und dort war so ein Ton, der war einfach wichtig. Überlebenswichtig. Überlebenswichtig. Eigentlich war, ja. 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 Und Ja. die Frau, die wieder sein, das ist Katharina Müntingau, Coach Müntingau, das ist die Oma von meiner Frau. Ja. Von den Müntingaus, den wir den Laden haben, für Tiere, wir haben noch was oben. Ja, was die wieder so eten. Ja, also was Albert tun hier gab oder was sie anbauen konnten. Da war es natürlich in der Hauptsache Wasser Tubbels, weil Tubbels war ja die Hauptnahrung. Ne? Und dann natürlich man hat Frühjahrtubbels und meistens noch die Frühjahrtubbels kamen in Südwesterland, da kamen dann Leute in Juni, Monat, Anfang Juli, da kam der Bohnen, in grünen Bohnen kam da rein. Ja, und von grünen Bohnen, da kommen wir ein Heilbilder vom Morgen. Ja. Und dann gab es Affen und dann hat Spinat. Und Wulst. Ja, und Wulst und Prei und was Kaffee, ja. Ja. Und Leute in Juli Monat wurde auch dann Grünkohl anpaukt, man muss auch ja Grünkohl Für haben. Wind, ja. Und das kann auch da muss ein heil lange staunen, das stand auch ja bei den Winter, bei den Ja. Frost. Ja, Das war schon heil ja. wichtig, dass die Frost aufkriegen. Ja. Ja, und ja, auf jeden Fall die Bohnen, da war es auch heil interessant. Die werden dann so Anfang August und so was, werden die rieb, dass die noch grün werden. Und dann kommt man bei und die einige Bohnen, dann die legt man Staum und legt man richtig overrieb worden. Und dann werden das dann Obdrückbohnen. Das wurden laute Obdrückbohnen. Ja. Ja. Und der Grünbohnen, ja, den muss man dann ja schnippeln und so wieder. Man konnte ins Geheil immer in den weglaufen und so wurden immer. Aber wie gesagt, die Bohnen wurden auch schnippelt. Ja. Mit Bohnenmüllen da. Die Ostfriesen Küken, der ist ja relativ einfach. Ja. Der ist auch dort, Ja. da man ja gar nicht, da man nicht so viel Haar. Aber was, wir kriegen ja auch vom Swab. Ja. Ja. Achswab, Bohnenswab, Linsenswab. Ja, aber so gab, ja. Ja, wenn man Rindfleischswab gab, da was halt was Seltenes, dann werde ich Torwels mit Zwiebelstipp. Ja. Ja, da War lecker, war lecker. Ja, oder so was Dann Leckeres. war es ein lecker Ruch-Torwels, also Ja. Pell-Torwels und ja, Zwiebels in Pan braten und dann mit so Mehlstipp. Ja, genau, mit Mehl. Ja. Hey, was lecker. Ja. Und dann Mehl und Zweiback. Da kannst du was Mit- sagen. Ja. Ach so, mehr Zweiback, ja, wir haben das Kind und Helge in die Möhren wollt. Und macht noch gehen, muss ich sagen. Tee in Teig Zweiback insteppen, man das kennt, hat er gesagt, was von. Das kenne ich auch. Also, ich kann sagen, ich habe mein heil Arbeitsleben auch geführt. Habe ich allmorgen 2000 Tee und zwei Backen. Und ich tue ruhig ein bisschen Schleichwerbung machen. Ja. Das was immer muss das Brandzwieback sein. Ja. Weil das war das Leckerste. Ja. Und mehr höre ich nicht haben schmörens, dann kommt man an Arbeit. Ja. Ja. So was nennt man Ostfriesen Frühstück. Ja. Ja.
Und was wir auch noch Ja. ja kennen, das wird Manfred auch noch durch, weil ich vertellen, Ja. dass wir meistens so, dass wir tegen Namdag haben, tegen Fähre, Melkaugenstieg Ja. und so weiter. Dann gehen wir gehen nach Melde hin oder bei anderen Bauern oder was. Dann gehen wir dort hin und so weiter. Und da gab es das meisten dann Witbrot. Ja. Und Witbrot, da kam lecker ja Butter ab. Und dann wurde einmal so Zucker wurde einmal overlopen lassen und rausgekühlt. Und dann krieg ich mooi Witbrot mit mooi Zucker drauf. Was wäre das lecker? Das kenne ich auch noch. Oder Krinstut. Oh, ja, Grinch, du. Da war schon hey, was Besonderes. Ich weiß dann noch gehört hier bei uns auf der Tür, dann auch da und hier, der hat dann, ja, was singen sie da, so ein Kartenhus. Ne? Ja. Kennst du auch ja noch, Ja. ne? Da warst du mit Boden, da war so ein Bottom, Ja. das ist ein Kartenhus. Ja. Ne? Und die haben dann Emmer stehen, und weil die mehr oder mit Melk nehmen, die Faude, und die kriegen dann auch die Hunger, die Kinder so um 5 Uhr oder was. Ja. Dann haben sie dann Emmer stehen und dann ein paar Worte benutzt. Ja, genau. Genau. Da war es ja gar nicht umgeht, Ja. also. Ja, und dann gab es ja noch Pulver mit Peren. Oh, Ja, was Gab wäre es lecker. Fauk in Ja, mit ja, ja. immer Peren. Ja, Genuss. Und Pulver mit Peren, ja, Ja. was immer immer lecker. Ja, was Leckeres, ja. Ja, Ton war es also ein lebenswichtiges Thema, das muss man haben. Und wir haben ja morgen in den 1970er Jahren haben die Leute immer mehr einen Ton. Ja. Und man den die damit aufhören, weil die Lebensmittel, die da kaufen gab, die waren einfach billiger. Und billig und machen natürlich auch nicht so viel Arbeit. Und dann Ja. haben die damit aufgehört. Der eine aber einen hat das ja verdammt noch als Hobby. Aber ist der richtige Ton, das sucht man eigentlich gar nicht. Nicht viel, wie man so sagen. Nee. Nein. Wir kennen das praktisch gar nicht, dass das irgendwelche klar Eten gab. So Nein. Fertigessen, Ja, ja, alle sehr gut Konservierungsstoffe oder irgendwas. Ja, Das gab's da Gab nicht. es nicht. Dann war es dann wesentlich gesunder, was sie Ja. so sagen Ja, haben. ja, Ne? ja. 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 Ja, hier sind die läufigen Bild, das ist auch ein BIM und das ist boven von Dickoff fotografiert. Im Achtergrund, das sind wie uns Grundschule, wo wir alle nach Schule gegangen sind. Genau. Richtig. Und was wir dafür sein, wird aufs Aal Ackes. Das hat läufig auf dem Över, Den sieht Ja, So, ja. soweit ich schwau, davon auch. der Strauch Ja, so. Der, also hier wird kein Ackes mehr verdauert. Hier stand all Husen und das sei wie Löwe ein anderes Bild. Ja. Aber erstmal hier, was ja Ackes, wer hörst denn der Ackes da? Also so wie das ich das weiß, was das Gemeinland Ja. und das kann man dann praktisch pachten mit Gemein. so. Für Leute, die Ton vielleicht an der Hose nicht so groß haben. Ja. Oder dann noch Ja. extra Tollacker oder irgendwie so. Ja, Da war so ein Säcke, der Ackes da haben, der mit dem Gedick wohnte. Der hat ja überhaupt keinen Ton. Nee, die haben ja Wollte auch schon was direkt wie geachtet Hus. Ja, Und genau. so erst Und haben für wir. was drauf. Ja, und der haben da Ackes. Ja, da, die haben da Ackes, richtig. Ja. Da gab es auch noch ein paar Ackes boven, wie sie man hört. Auch noch. Na Bundesstraat, ja, da ja. wird auch noch. Ja. Er will die Ackes haben. Da war uns jetzt, ja. Ja, So, das das ist, nächste Bild, das ist wohl die südlichste Blickrichtung. Ja, Und das steht da verdauern war. ja, Achten kann man Skier sein. Ja, Da ist nur aus dem Großanbau ankommen. ja, Und im Vordergrund ist ja der Sparkasse, der noch was. Der Bau ist ja noch genauso. Und das ist so hinkommen. ja. Ja, und dann blieb ich noch Wie Eten. mit dem Thema Eten. Ja. Manfred, wir haben hier noch ein heilmooies Bild. Ach so, Wer ja. ist er wieder? Ja, das ist auch mein Uroma wer, und wollte unser Heid. Und der 90. Geburtstag und das sind eine Enkelkinder. Und der ist dann Wohnström. Ja, das ist sicher für den Fotograf so sicher Nee, schwer. wollte an, der Bild hat Luft auch in Zeitung stand Ja, sogar. ja. In Rheinland. Ja, Ne? Ja, wenn ich dann, also Bohnen mussten ja strüpp worden, wegen der Fauten, die da Ja, ansahen, richtig, die ja. Strüpsel. Und dann muss ich morgen immer, ob ich den du in morgen die, Ja, ob ich den von richtig. hinten die, ob ich den drüben die. ja, Strüpsel muss man immer. ja. Ja, Und ja. auch wenn man Schnippelbohnen machen. Außer Konservenbogen, da war fast noch nicht wie. Nee. Nee. Schnippelbohnen, ja. Schnippelbohnen, das ist auch ja so ein Thema, ne? Hier sei wie das ja die Lebensmittel um Hochwert haben, wo sorgfältig die Inmautwursten, was das für eine Arbeit war, weil man da auch ja noch so spieße oder die Frau.
Und dort brauchte man ja Glausen. Ja, weglaufen. Weglaufen hast du wieder. Den Von Firma weg. Den Magenglas von Firma weg. Der war deutlich teurer als die Importware. Importware kam aus ehemalige DDR. Ja. Und ich habe ja wie zirkuliert und da kriege ich in Sommerzeit LKW, wie es kam der mit, mit den Weglausen, aber eben nicht weg an. Und das war sich die Weglausen, da war es ein Riesenthema. Das wäre aber dann, als du vertellen hast, über die 60er Jahren bitte. Nee, da war es Anfang 20er Jahre. Anfang 20er Jahren, ja, als DDR noch gab. So fernzügig 25, Ja. da hörst du das auch. Und doch kam der weg, und ehemalige DDR. Ja, nicht den Weglausen. Nein, nicht der Weglausen. Nee. Da war es westdeutsche Ware Ja. und der andere, der kam aus DDR. Weißt du da noch Namen davon, wo die hätten die Firmen? Nö, der hat keinen Namen. Da war es Ach so. also anonym, das Ja. wusste ich nicht. Da war es ja halt Kombinate. Ja, Ne? was schon lustig wäre, wenn die Ehrlichkeiten haben, ne? Ja. Und Ja. da habe ich mir gedacht, wo kann man das mal wiesen, wo viel Arbeit das ist, Schnippelbohnen zu machen. Ja, Und da- in Löw, da hast du mal einen Film gemacht, Da oder? habe ich eine nette Familie gefunden, die über zusammen, wo ich über zusammen immer wieder war und habe da einen Film von, wo man Schnippelbohnen macht. Ja. Dann will ich aus dem Foto bekicken. Endlich. Ende Oktober gibt es wieder leckere Schnippelbohnen mit Mettwurst und Speck. Ein Mittagessen, das allerdings in Ostfriesland eher selten geworden ist. Vor allem dann, wenn die Bohnen aus dem eigenen Garten stammen und diese auch noch eigenhändig geschnippelt und eingelegt wurden. Wenn das allerdings gelingen soll, ist einiges an Erfahrung nötig und man muss seinen Bohnen den ganzen Sommer über viel Liebe und Zeit widmen. Je nach Wetterlage werden die ersten Saatbohnen ab Ende April in den Boden gebracht. Ideal ist eine zeitversetzte Aussaat, denn so ist es den ganzen Sommer über möglich, immer wieder frische Bohnen zu ernten. Wegen ihrer besonderen Eignung bei der späteren Verarbeitung und Konservierung und, was noch viel wichtiger ist, wegen des einmaligen traditionellen Geschmacks vermehrt die Familie Hahn ihre Saatbohnen seit 50 Jahren selber. Ende August ist dann der Tag gekommen, an dem die Bohnen auf dem Acker reif sind, die im Steintopf konserviert werden sollen. Den ganzen Vormittag wird fleißig gepflückt und geputzt. Ein Vorteil: bei der verwendeten Bohnensorte Favorit müssen keine Fäden entfernt werden. Jedoch wird die Bohnenschote akribisch an beiden Spitzen abgeknipst. Damit kein irgendwie gearteter Schmutz haften bleibt, wird die Erntemenge mehrfach gründlich gespült. Es ist schon später Nachmittag, als endlich geschnippelt werden kann. Die Maschine, die hierfür zum Einsatz kommt, ist 75 Jahre alt. Trotzdem ist das Messer immer noch gefährlich scharf. Da ist eine Fingerkuppe schnell abgehobelt. Ein Stromanschluss ist überflüssig, alles ist noch echte, aber auch etwas mühevolle Handarbeit. Bis die Bohnen dann auf den Tisch kommen, verbringen sie einige Wochen zur Gärung im Steinguttopf. Hierfür ist es wichtig, dass Bohnen und Salz sich gut vermischen und im Steintopf fest eingestampft sind.
Zum guten Schluss wird ein 10 Kilogramm schwerer Flintstein als Gewicht aufgelegt. Wegen dem Flintstein heißt der Steintopf in Ostfriesland Flintpott. Puh, ganz schön viel Arbeit, bis das Essen auf dem Tisch steht, oder? Aber es lohnt sich. Wie ich selber feststellen durfte, schmeckt es unvergleichlich lecker. Also dann, guten Appetit!